Die Verlobte des Millionärs behandelte sie vor allen im Foyer schlecht. Aber als die Angestellte die Handfläche hob und 6 leise Worte aussprach, hielt selbst die Luft an und er begann innerlich zu weinen. Zurück an die Arbeit, sofort, einfach irgendeine Angestellte. Renatas Brunner Stimme hallte von den Marmorwänden des Hauptfoyers der Villa Steiner wider, als hätte das Haus selbst einen Verweis erhalten. 3 Kristallgläser vibrierten auf dem Beistelltisch. Eine weiße Rose fiel aus der Vase zu Boden und Anja Meier, die mit einem Tuch in der Hand und einem noch feuchten Silbertablett vor der Brust mitten im Raum stand, wich keinen Schritt zurück. Renata überquerte den Raum in 4 Schritten. Das Klappern ihrer Schuhe klang sanft auf dem gewachsenen Boden, aber jeder Schritt schien das Gewicht wochenlanger angesammelter Verachtung zu tragen. Ihre Wangen waren gerötet, ihre Stimme war verändert, ihre Augen voller eines Ärgers, der nicht neu war. Hinter ihr hielten 2 Gäste, die gerade zum Verlobungsessen angekommen waren, abrupt inne. Ein Kellner ließ sanft das Tablett fallen, das er hielt, ohne es überhaupt zu merken. Niemand rührte sich, um es aufzuheben. »Bist du taub, Frau? Ich sagte dir, du sollst diesen Gang reinigen, bevor mein Verlobter kommt, und du stehst hier und siehst mich mit diesem gleichgültigen Gesicht an.« Anja antwortete nicht sofort. Sie stellte das Tablett vorsichtig ab, legte es auf den nächsten Tisch und faltete das Tuch langsam zwischen ihren Händen, als würde sie etwas Wichtiges aufbewahren. Ihre Finger, von jahrelanger ehrlicher Arbeit gezeichnet, zitterten nicht einen Moment. 10 Meter vom Foyer entfernt, hinter dem gerade geschlossenen Haupttürrahmen versteckt, presste Herr Gerber die Lippen zusammen. Der Oberhausverwalter hatte der Familie Steiner 3 Jahrzehnte gedient. Er hatte Urs Steiners Vater sterben sehen. Er hatte den jungen Urs als Kind auf dem Arm getragen und gelernt, Stürme zu lesen, bevor sie ausbrachen. Diese Spannung war nicht neu. Renata Brunner behandelte das Personal seit Wochen kalt, aber etwas an diesem Morgen hatte ihn kalt schwitzen lassen. »Nun?« beharrte Renata und stellte sich 1 Meter vor Anja. »Wirst du reden, oder muss ich Herrn Steiner bitten, dich noch heute Nachmittag zu entlassen? Denn hör mal, meine Liebe, ein einziges Wort von mir genügt, ein einziges. Und morgen hast du keine Chance mehr in dieser Stadt, gar keine.« Die Gäste tauschten unbehagliche Blicke. Eine ältere Frau mit einer Perlenkette, die mehr wert war als das Haus, in dem Anja geboren wurde, legte die Hand auf die Brust. Ein junger Mann mit einem Notizbuch in der Hand, der beauftragt war, die Details des Verlobungsanlasses festzuhalten, hob langsam den Blick. Sein professioneller Instinkt sagte ihm, dass dies zu etwas Größerem als einer einfachen Diskussion werden würde. »Frau Brunner«, sagte Anja schließlich mit einer so leisen Stimme, dass alle sich bücken mussten, um sie zu hören. »Ich habe den Gang vor 2 Stunden beendet. Wenn Sie möchten, können Sie ihn überprüfen. Er ist sauber. Reden Sie nicht in diesem Ton mit mir«, forderte Renata mit ihrem Gesicht nahe an ihrem. »Sie sind hier niemand. Sie sind Teil des Service, verstehen Sie? Des Service.« Und das Servicepersonal antwortet nicht. Herr Gerber schloss die Augen. Das war mehr, als jeder Mensch schweigend ertragen sollte. Aber er kannte Anja. Er wusste, dass sie niemals antwortete. Sie arbeitete seit 7 Monaten in der Villa und hatte nie die Stimme erhoben, war nie zu spät gekommen, hatte nie um einen Gefallen gebeten. Sie war diskret aus eigener Wahl, als wollte sie durch die Welt gehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Renata streckte autoritär ihre Hand nach vorne, eine Hand voller Ringe, parfümiert, manikürt, und ließ sie einen ewigen Moment lang in der Luft schweben, in Richtung des Ausgangs zeigend. Noch ein Wort. Und ich schwöre Ihnen, noch heute Nachmittag packen Sie Ihre Sachen. Noch ein Wort, und niemand in dieser Stadt wird Ihnen die Tür seines Hauses öffnen. Da tat Anja etwas, womit niemand gerechnet hatte. Sie hob langsam ihre eigene Hand, die Handfläche Renata zugewandt, als würde sie den Wind bitten, anzuhalten. Sie schrie nicht, wich nicht zurück, verteidigte sich nicht mit aggressiven Worten. Sie legte einfach diese einfache, bescheidene, demütige Hand in die Luft zwischen die beiden und sagte 6 Worte. 6 Worte, die diesen Nachmittag in 2 Hälften teilen würden. Die Hälfte davor und die Hälfte danach. Ihre Stimme reicht nicht bis hierher. Renata blinzelte einmal, 2-mal, als hätte sie es nicht verstanden. Sie senkte die Hand, hob sie wieder, senkte sie noch einmal. Sie suchte mit den Augen die Gäste, den Kellner, den Mann mit dem Notizbuch, als erwartete sie, dass jemand ihr sagen würde, dass sie falsch hörte, aber alle waren wie eingefroren. »Was? Was haben Sie gesagt, Angestellte?« »Ich sagte, Ihre Stimme reicht nicht bis hierher, Frau Brunner«, wiederholte Anja mit derselben Gelassenheit wie zuvor. Die Hand immer noch erhoben, die Handfläche offen, der Blick ruhig, ohne Herausforderung, ohne Unterwerfung. »Sie können mich schimpfen, Sie können mich vor jedem zur Rede stellen.
Sie können mich die ganze Villa mit einer kleinen Bürste reinigen lassen. Dafür wurde ich eingestellt und dafür werde ich bezahlt. Aber es gibt einen Ort in mir, wo Ihre Stimme nicht eindringt. Dieser Ort gehört nicht Ihnen. Er gehört meiner Mutter und Gott und niemandem sonst. Der darauf folgende Schweigen war so dicht, dass man das Ticken der Standuhr, die die Ecke des Foyers schmückte, deutlich hören konnte. Die weiße Rose, die zuvor gefallen war, rollte 2 Zentimeter weiter über den Boden. »Wie wagen Sie es?« rief Renata und erholte sich von dem Schock. Ihre Stimme brach hoch, wie wenn ein Kristallglas innen springt, aber noch hält. »Wie wagen Sie es, Dienstmädchen? Sie, eine Putzfrau, sprechen mit mir über Ihre Mutter, als ob es mich interessieren würde. Ihre Mutter hat sicherlich auch die Böden von anständigen Leuten geschrubbt, und jetzt tun Sie so. Sprechen Sie nicht über meine Mutter, gnädige Frau.« Anja erhob die Stimme nicht, aber etwas im Ton änderte sich, und alle spürten es. Sogar Renata, sogar die Gäste, sogar die Uhr, die einen Moment zu zögern schien, bevor sie die Zeit weiterschlug. »Sprechen Sie bitte nicht wieder über meine Mutter.« Das bitte fiel wie ein sanfter Stein auf den Marmor, ohne Gewalt, aber mit einem Gewicht, das die Atmosphäre in 2 Teile teilte. In diesem Augenblick, genau in diesem Augenblick, öffnete sich die Haupttür und die festen Schritte eines Mannes überquerten das Foyer. Urs Steiner war gerade aus dem Büro gekommen. Er hielt einen Strauß weißer Orchideen in der Hand, ein Lächeln auf den Lippen und die Krawatte wegen der Hitze des Nachmittags gelockert. Er kam, um mit seiner Verlobten zu Mittag zu essen, um zu feiern, dass die offizielle Verlobung kurz bevorstand. Er kam, ohne zu wissen, dass er Zeuge der Szene werden würde, die alles ändern würde, woran er glaubte. Er stand 3 Meter von den beiden Frauen entfernt, die Orchideen in der Mitte der Höhe schwebend, das Lächeln auf seinem Gesicht eingefroren. »Renata, was passiert hier?« Renata drehte sich zu ihm um, als wäre sie aus einem tiefen Brunnen gerettet worden. Ihr Ausdruck änderte sich in einem Bruchteil einer Sekunde. Ihre Wangen wechselten von wütendem Rot zu rosafarbenem Opfer. Ihre Augen füllten sich wie durch Magie mit Tränen. Ihre Stimme wurde weich wie Honig. »Mein Schatz, Liebling, du bist ja schon da. Schau, was diese Angestellte mir geantwortet hat. Sie hat mich vor deinen Gästen respektlos behandelt. Urs, diese Frau kann nicht länger hier bleiben. Ich will sie sofort aus dem Haus haben.« Urs sah die Gäste an. Die Frau mit der Perlenkette senkte den Blick. Der Mann mit dem Notizbuch starrte auf seine Notizen, als ob ihn das, was er geschrieben hatte, plötzlich sehr interessierte. Niemand sprach. »Anja«, fragte Urs und drehte sich zu ihr um. »Stimmt das?« Sie antwortete nicht sofort. Sie senkte die Hand, die sie noch erhoben hatte, ließ sie sanft an der Seite ihres Körpers fallen, und erst dann sah sie Urs an. »Herr Steiner, ich habe Frau Brunner nicht respektlos behandelt. Ich hob meine Hand, um Sie schweigend zu bitten, nicht näher zu kommen. Wenn das ein Fehler ist, entlassen Sie mich. Wenn das ein Vergehen ist, entlassen Sie mich. Wenn die Wahrheit Sie stört, entlassen Sie mich. Aber ich werde Sie nicht anlügen, weder heute noch jemals.« Urs blieb regungslos stehen und sah sie an, als würde er sie seit 7 Monaten zum ersten Mal sehen. Bis zu diesem Tag war Anja Meier für ihn ein effizienter Schatten gewesen, eine Frau, die seine Handtücher mit perfekten Ecken faltete, eine Angestellte, die niemals seinen Blick kreuzte, und jetzt stand sie ihm gegenüber, den Kopf hoch erhoben, seinen Blick ohne zu blinzeln, ohne sich zu entschuldigen, ohne zu zittern haltend. Etwas bewegte sich in ihm, etwas Altes, etwas Vergrabenes. »Urs«, rief Renata, als sie seine Zögerlichkeit sah, »sag mir nicht, dass du ihr glaubst, einer Angestellten, nach allem, was ich für dich bin, nach all unseren Plänen. Diese Frau lügt, und du lässt sie in meinem Haus stehen. Es ist noch nicht dein Haus, Renata.« Der Satz entkam Urs Mund, bevor er es selbst merkte. Er kam einfach so heraus, wie eine Wahrheit, die lange auf einen Fluchtweg gewartet hatte. Renata riss die Augen auf, die Gäste rissen die Augen auf. Herr Gerber, hinter dem Rahmen versteckt, riss die Augen auf. »Wie? Was haben Sie gesagt?« »Ich sagte, es ist noch nicht dein Haus. Und ich sagte, bevor ich jemanden entlasse, werde ich verstehen, was hier passiert ist.« Urs ging zu einem Stuhl im Foyer. Er legte die Orchideen vorsichtig auf die Lehne, als wären die Blumen an nichts schuld. Er lockerte seine Krawatte ganz und sah Anja erneut an. »Anja, bitte begleiten Sie mich in die Bibliothek. Ich möchte mit Ihnen sprechen.« »Urs«, protestierte Renata mit angespanntem Gesicht. »Und du, Renata, warte hier, oder geh auf dein Zimmer, oder tu, was du willst. Aber jetzt werde ich mit ihr sprechen.« Renata blieb mit offenem Mund zurück. Das Make-up begann tatsächlich zu verlaufen, ohne Schauspielerei.
Der Mann mit dem Notizbuch hatte, ohne dass es jemand bemerkte, die ganze Szene schweigend notiert. Die Gäste zogen sich in den Garten zurück, taten so, als bräuchten sie frische Luft. Die Frau mit der Perlenkette flüsterte ihrem Mann zu. Etwas Großes wird in diesem Haus geschehen. Ich spüre es in meiner Seele. Anja ging Urs hinterher in die Bibliothek. Ihre Schritte hallten auf dem Marmor wider, als würde sie bei jedem Schritt ein Gewicht von sich werfen, als wäre jeder Schritt ein stilles Gebet, das endlich einen Ort fand, an dem es landen konnte. Herr Gerber, immer noch versteckt, sah die beiden vorbeigehen. Und dann, zum ersten Mal seit 30 Jahren, bekreuzigte sich der alte Hausverwalter langsam, von der Stirn zur Brust, von einer Schulter zur anderen. Murmelte etwas zwischen den Zähnen, das wie ein altes Gebet klang. Denn er, besser als jeder andere, hatte an diesem Morgen in Anja Meyers Gesicht etwas gesehen, das niemand sonst bemerkt hatte. Diese Frau war nicht zufällig in die Villa Steiner gekommen. Diese Frau war aus einem Grund hier, und dieser Grund hatte einen Namen, den Herr Gerber handgeschrieben in einem alten Lederheft in der verschlossenen Schublade seines Nachttisches aufbewahrte, einen Namen, den er versprochen hatte, niemals am Grab des alten Herrn auszusprechen. Aber an diesem Morgen, als er Anja in die Bibliothek seines jungen Herrn eintreten sah, hatte er wieder in seiner Brust gezittert, wie ein verängstigter Vogel. »Gott stehe uns bei«, murmelte der alte Hausverwalter und schloss die Augen, denn die Wahrheit hat gerade dieses Haus betreten, und wenn die Wahrheit spät kommt, sucht sie immer, was ihr gehört. Im Garten draußen, während die Gäste leise sprachen, blickte eine Großmutter, auf ihren Stock gestützt, zu den Fenstern der Bibliothek, wo die Vorhänge gerade geschlossen worden waren. Sie schüttelte langsam den Kopf. »Armes Kind«, sagte sie, ohne dass jemand verstand, wen sie meinte. »Armes Kind, was es noch entdecken wird.« Ihr Mann sah sie verständnislos an. »Wovon sprichst du, meine Liebe? Wen nennst du Kind?« Aber die Großmutter antwortete nicht. Sie starrte weiter auf die geschlossenen Vorhänge, als wüsste sie etwas, als würde sie etwas erkennen, als wäre in dieser Villa, nach sehr vielen Jahren, eine alte Geschichte gerade erwacht. Die Bibliothek der Villa Steiner roch nach altem Holz, abgenutztem Leder und alter Tinte. Die Samtvorhänge blieben halb geöffnet und ließen einen Lichtstrahl herein, der genau auf die Mitte des Teppichs fiel, als hätte das Haus selbst die Bühne für das gewählt, was geschehen sollte. Urs schloss die Tür hinter sich. Das Geräusch des einrastenden Riegels war deutlich zu hören. Er ging zum Fenster. Er stand einen Moment da und sah in den Garten, wo die Gäste immer noch leise sprachen, und drehte sich dann zu Anja um. Sie stand immer noch in der Mitte der Bibliothek, die Hände vor sich verschränkt. Sie sah nicht auf die Bücher, nicht auf die teuren Möbel, nicht einmal auf den Mann, der sie hereingebracht hatte. Ihr Blick war auf einen beliebigen Punkt auf dem Boden gerichtet, als versuche sie, nicht nachzudenken. »Anja, bitte setzen Sie sich. Ich bleibe lieber stehen, Herr Steiner, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« Urs atmete tief durch, ging zum nächsten Ledersessel, setzte sich aber nicht hin. Er legte die Hände auf die Rückenlehne und sah sie an. Das Licht fiel Anja genau auf ihr hochgestecktes Haar, und zum ersten Mal seit 7 Monaten bemerkte Urs, dass diese Frau ein Gesicht hatte. Keine Funktion, keine Uniform, ein Gesicht, das etwas trug. Aber er wusste noch nicht was. »Anja, was da draußen geschah, war nicht in Ordnung. Von Renatas Seite meine ich habe alles von der Tür aus gehört, bevor ich reinkam. Es ist nicht das erste Mal, dass sie das Personal so behandelt. Aber diesmal war es anders.« Anja antwortete nicht, nickte nur kaum merklich mit dem Kopf. »Ich möchte mich im Namen des Hauses und in meinem eigenen Namen entschuldigen.« Diese Worte ließen Anja zum ersten Mal aufblicken. Sie sah ihn an, und in diesem Blick lag etwas, das Urs nicht identifizieren konnte. Es war weder Dankbarkeit noch Groll, es war etwas anderes, etwas, das eher einem alten Kummer ähnelte, der plötzlich einen Riss zum Atmen findet. »Sie müssen sich nicht entschuldigen, Herr Steiner. Sie haben die Stimme nicht erhoben. Sie haben mich nicht schlecht behandelt. Sie sind einfach nach Hause gekommen. Aber ich bin mit der Frau verlobt, die es getan hat, und das macht mich irgendwie verantwortlich.« Anja senkte den Blick wieder, schluckte. Urs bemerkte zum ersten Mal, dass ihre Augen glänzten. Nicht von Tränen, die fallen würden, sondern von denen, die schon 1000-mal zuvor an anderen Orten, an anderen Nachmittagen gefallen waren und dieses wässrige Licht hinterlassen hatten, das manche Frauen erben, nachdem sie lange schweigend geweint haben. »Herr Steiner, wenn Sie mich hierher gebracht haben, um mich zu entlassen, tun Sie es bitte schnell. Ich muss vor Sonnenuntergang nach Hause. Ich habe Sie nicht hierher gebracht, um Sie zu entlassen.«
Wozu haben Sie mich dann hergebracht? Urs zögerte. Er ging zu dem alten Tisch, an dem sein Vater früher Familienbriefe geschrieben hatte. Er nahm einen Bilderrahmen, der schon immer dort gestanden hatte. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto eines schnurrbärtigen Mannes, der mit der Ernsthaftigkeit alter Porträts in die Kamera blickte. Er hielt es einen Moment lang in seinen Händen, als suchte er eine Antwort in den Augen des Toten. Dann legte er es wieder auf den Tisch und sah Anja erneut an. »Ich habe Sie hergebracht, weil ich wissen muss, wer Sie sind.« »Wie bitte?« »Ich bin seit 7 Monaten an Ihnen vorbeigegangen, ohne Sie zu sehen, als wären Sie ein weiteres Möbelstück I.M. House. Aber heute, als Sie diese Hand hoben, als Sie diese 6 Worte sagten, hörte ich etwas. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, warum es mir so bekannt vorkam, aber etwas in Ihrer Stimme, in Ihrer Art zu stehen, erinnerte mich an jemanden. Und ich muss verstehen, wer diese Person ist, an die Sie mich erinnern, denn seit ich vor einer Stunde dieses Foyer betreten habe, kann ich dieses Gefühl nicht aus meiner Brust bekommen.« Anja blieb sehr still. Zum ersten Mal an diesem Morgen zitterte etwas in ihrem Gesicht für einen Augenblick, wie wenn eine Kerze flackert, bevor sie erlischt. Aber sie fasste sich sofort wieder. »Herr Steiner, ich bin eine Angestellte. Ich reinige Ihre Böden, falte Ihre Handtücher, poliere Ihr Silber. Das ist alles, was Sie über mich wissen müssen. Das ist genau das, was mir nicht mehr genügt, Anja.« Es herrschte ein langes Schweigen zwischen den beiden. Die Wanduhr tickte die Sekunden mit eiserner Geduld. Draußen lachte jemand leise, I am Garten. Ein Lachen, das nicht zu dem passte, was drinnen geschah. »Wo sind Sie geboren?« fragte Urs schließlich. »In einem kleinen Bergdorf, an das sich kaum noch jemand erinnert. Es heißt Glaris.« Urs erstarrte, ließ die Rückenlehne des Sessels los, trat einen Schritt auf sie zu, ohne es zu merken. »Glaris.« »Ja, Herr.« »In den nördlichen Bergen?« »Ja, in der Nähe des Lindflusses.« Urs fuhr sich mit der Hand über die Stirn, ging zum Fenster, kam zurück, ging wieder, als ob seine Beine ihm nicht ganz gehorchten. Anja sah ihn verständnislos an. »Ist etwas nicht in Ordnung, Herr?« »Mein Vater ist dort geboren.« Anja antwortete nicht, riss die Augen nicht auf, zeigte keine Überraschung, nickte nur sanft, als ob sie diese Information schon vorher gekannt hätte. »Mein Vater ist in Glaris geboren«, wiederholte Urs, als spräche er zu sich selbst. Er verbrachte seine Kindheit dort. Meine Großmutter brachte ihn in die Stadt, als er 9 Jahre alt war. Nachdem der Großvater gestorben war, lebten sie lange Zeit in einem Zimmer über einer Bäckerei, bis er eine Anstellung in einem Stofflager bekam. Dieses Lager war der Anfang von allem, von dieser Steiner-Gruppe, dieser Villa, von allem. Urs setzte sich schließlich an den Rand des Sessels, als ob seine Beine ihn nicht länger tragen könnten. »Und Sie? Warum sind Sie in diese Stadt gekommen?« »Meine Mutter wurde krank. Dort gab es keine gute Behandlung. Ich brachte sie vor einigen Jahren hierher. Wir lebten lange Zeit in einem Mietzimmer, im Quartier, Gröezi-Eck. Ich arbeitete, wo immer sich etwas fand, wusch, bügelte, pflegte alte Leute. Bis was? Bis sie starb.« Urs schloss die Augen. Der Satz war wie ein trockenes Blatt zwischen ihnen gefallen, sanft, unausweichlich, immens. »Es tut mir leid, Anja, es tut mir wirklich leid.« »Danke, Herr.« »Wie lange danach kamen Sie hierher, um zu arbeiten?« »Nicht lange. Die Arbeitsvermittlung hatte mehrere Vorschläge für mich. Ich wählte diesen.« »Warum diesen?« Anja schwieg. Ihre Finger verschränkten sich vor ihrem Körper. Die kurzen, sauberen, unlackierten Nägel drückten so fest aufeinander, dass blasse Spuren auf der Haut zurückblieben. »Weil meine Mutter mir vor ihrem Tod eine Sache anvertraut hat.« »Was für eine Sache?« »Dass ich in dieses Haus kommen sollte.« Das Schweigen, das folgte, war so tief, dass Urs seinen eigenen Herzschlag deutlich in der Brust hören konnte. Diese Antwort machte keinen Sinn. Diese Antwort öffnete eine Tür zu einem Gang, den er nicht kannte und nicht verstand und nicht bereit war zu beschreiten. »Wie? Wie sagen Sie?« »Meine Mutter bat mich auf ihrem Sterbebett, dass ich, wenn sie nicht mehr da wäre, in der Villa Steiner arbeiten sollte, dass ich nach nichts fragen, nichts erzählen, einfach hereinkommen, meine Arbeit schweigend erledigen und warten sollte.« »Worauf warten?« »Das hat sie mir nicht gesagt, Herr. Sie sagte nur, warte, du wirst wissen, wann.« Urs stand vom Sessel auf, ging zu ihr, hielt 1 Meter entfernt an. Seine Augen waren voller etwas, das kein Weinen war, aber dem sehr ähnelte. »Anja, kannten Sie jemanden aus dieser Familie?« »Ich weiß es nicht, Herr. Sie wollte es mir nie erklären. Ich fragte sie 1000-mal. Ich fragte sie bis zum letzten Tag, aber sie sagte, es sei nicht der richtige Zeitpunkt, dass die Wahrheit ihre eigene Uhr hat. Und Sie haben nicht darauf bestanden?« »Doch, ich habe darauf bestanden.
Und die einzige Antwort, die sie mir gab, bevor sie die Augen für immer schloss, war ein Wort. Ein einziges Wort. Welches? Anja hob die Augen, sah ihn fest an und sagte mit derselben Gelassenheit, mit der sie Renata Minuten zuvor im Foyer aufgehalten hatte: Verzeihung. Urs spürte, wie sich der Boden unter seinen Schuhen bewegte. Er musste sich wieder an der Rückenlehne des Sessels abstützen. Verzeihung. Ihre Mutter sagte Verzeihung, bevor sie starb? Ja, Herr, Verzeihung. Wem? Ich weiß es nicht. Haben Sie nicht die geringste Ahnung, Anja? Nicht den geringsten Verdacht? Keinen Brief, kein Foto, nichts? Anja zögerte. Ihre Lippen pressten sich zusammen, ihre Finger verschränkten sich wieder, und dann, nach einem Moment, der endlos schien, sagte sie leise: Ich habe eine Sache, Herr, aber ich habe sie in meinem Zimmer aufbewahrt. Was für eine Sache? Einen verschlossenen Umschlag. Meine Mutter sagte mir, ich solle ihn niemals öffnen, sondern ihn nur übergeben, wenn ich wüsste, wem ich ihn übergeben sollte. Und Sie wissen es immer noch nicht? Nein, Herr, immer noch nicht. Es herrschte ein langes Schweigen in der Bibliothek. So lang, dass es schien, als hätte die ganze Welt außerhalb der Mauern dieses Hauses beschlossen, still zu sein, um die Antwort zu hören. Anja. Urs Stimme war heiser, fast gebrochen. Wenn Sie heute Feierabend haben, könnten Sie mir diesen Umschlag bringen. Anja sah ihn zum ersten Mal an. In ihren Augen lag Angst. Nicht Angst vor ihm, Angst vor dem, was in dem Papier sein könnte. Sind Sie sicher, Herr Steiner? Ich bin sicher. Auch wenn darin etwas ist, das alles ändert. Auch wenn darin etwas ist, das alles ändert. Anja senkte den Blick, nickte langsam. In Ordnung, ich bringe ihn Ihnen noch heute. In diesem Augenblick klopfte jemand an die Bibliothekstür. 3 trockene Schläge. Herr Gerber trat ein, ohne um Erlaubnis zu bitten. Sein Gesicht war bleich. Seine Hände hielten ein Silbertablett mit einem Glas Wasser, als bräuchte er etwas zwischen den Fingern, um nicht zu zittern. Verzeihen Sie, junger Herr. Fräulein Renata ist draußen. Sie bittet dringend, mit Ihnen zu sprechen. Sie sagt, es sei wichtig. Sie soll warten, Herr Gerber. Junger Herr, sie soll warten. Herr Gerber neigte den Kopf. Seine Augen kreuzten für einen Moment Anjas Augen. Und in dieser Kreuzung lag etwas, das keiner von beiden benennen wollte. Eine Frage, ein Verdacht, ein Erkennen, das noch nicht ausgesprochen werden konnte. Wie Sie befehlen, junger Herr. Der Hausverwalter zog sich zurück, schloss die Tür hinter sich mit derselben Sanftheit, mit der man das Zimmer eines Kranken schließt. Urs sah Anja erneut an. Ich möchte Sie noch um eine Sache bitten, bevor Sie heute gehen. Sagen Sie es mir. Erzählen Sie niemandem von diesem Gespräch. Niemandem. Weder Ihren Kolleginnen noch Herrn Gerber. Ich hatte es nicht vor, Herr. Aber darf ich fragen, warum? Urs trat ans Fenster, sah in den Garten. Renata ging zwischen den Rosen hin und her, telefonierte, schwenkte eine Hand in der Luft. Sie sah kein einziges Mal zur Bibliothek. Sie war zu sehr mit ihrem Anruf beschäftigt. Weil es in diesem Haus Menschen gibt, Anja, die schon seit vielen Jahren auf einen solchen Moment warten. Und ich möchte nicht, dass Sie es noch erfahren. Welchen Moment, Herr? Urs drehte sich um. Das Licht des Fensters fiel auf eine Gesichtshälfte. Die andere Hälfte lag im Schatten, als ob 2 verschiedene Männer im selben Körper lebten und nur einer von beiden noch stand. Der Moment, in dem die Wahrheit an die Tür klopft und niemand bereit ist, sie zu öffnen. Anja sah ihn lange an. Dann nickte sie. Bis heute Abend, Herr Steiner. Bis heute Abend, Anja. Sie ging zur Tür. Bevor sie hinausging, hielt sie inne, ohne sich umzudrehen. Herr? Sagen Sie. Der Umschlag. Ihre Stimme brach für einen Augenblick, dann fing sie sich wieder. Der Umschlag hat ein Zeichen außen. Eine Zeichnung mit alter Tinte. Meine Mutter hat es selbst mit der linken Hand gezeichnet, weil die rechte ihr nicht mehr gehorchte. Was für eine Zeichnung ist es? Anja atmete tief durch und sagte so leise, dass Urs sich bücken musste, um sie zu hören. Der Buchstabe S, Herr. Urs spürte, wie etwas in seiner Brust langsam zerbrach, wie ein Glas, das von innen Millimeter für Millimeter zerspringt, bis es schließlich ganz zerbricht. Steiner? Ja, Herr. Der Buchstabe S, Ihres Nachnamens. Und Anja verließ die Bibliothek und ließ Urs Steiner inmitten der von seinem Vater geerbten Bücher stehen, mit dem klaren und genauen Gefühl, dass die Frau, die er 7 Monate lang für unsichtbar gehalten hatte, in Wirklichkeit die Trägerin einer Wahrheit war, die sein Leben für immer in 2 Hälften teilen würde. In der hinteren Küche der Villa ließ eine junge Dienstmagd, die zufällig Renatas letzte Worte am Telefon gehört hatte, während sie Tabletts in den Garten trug, eine Tasse zu Boden fallen. Die Tasse zerbrach nicht, aber das Gesicht des Mädchens sah aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Renata hatte am Telefon gesagt,
Mach dir keine Sorgen, ich werde das regeln. So wie wir die andere losgeworden sind. Der Nachmittag zog sich an diesem Tag hin, als ob auch der Himmel wüsste, dass etwas Großes in der Villa Steiner geschehen würde und noch ein wenig länger zusehen wollte. Anja beendete ihren Dienst, als die Sonne noch über den Gartenmauern stand. Sie packte schweigend ihre Sachen, verabschiedete sich mit einem kurzen Lächeln von ihren Kolleginnen und ging zum Dienstbotenausgang, der zum hinteren Teil des Anwesens führte. Sie nahm den Bus, durchquerte die Stadt, stieg an der Ecke des Quartiers Grüezi-Eck aus, wo sie immer noch dasselbe kleine Zimmer mietete, das sie mit ihrer Mutter geteilt hatte. Sie stieg die schmale Treppe zu ihrem Zimmer hinauf. Jeder Schritt war an diesem Nachmittag schwerer als sonst. Sie trat ein, schloss die Tür und blieb mehrere Minuten regungslos mitten in ihrem kleinen Zimmer stehen, betrachtete das gemachte Feldbett, das kleine Heiligenbild, das ihre Mutter an die Wand genagelt hatte, als sie in die Stadt kamen, den Holztisch mit den krummen Beinen, auf dem die Schublade lag, jene Schublade. Sie öffnete sie langsam, holte ein Päckchen aus altem Stoff, das mit einem abgenutzten Band zusammengebunden war, legte es auf das Feldbett und setzte sich erst dann an den Rand, die Knie zusammen und die Hände am Schoß verschränkt. Sie löste das Band. Im Stoffpäckchen befand sich ein cremefarbener Umschlag aus dickem Papier mit einem handgezeichneten, von der Zeit leicht verwischten 5-Stern in der Mitte und am Herzen des Sterns ein einziger Buchstabe, S. Anja strich langsam mit den Fingern über die Zeichnung, als würde sie die Wange eines Menschen berühren, der nicht mehr da war. Die Tränen liefen ihr herunter, ohne dass sie gerufen hätte. Ohne zu schluchzen, ohne zu jammern, einfach eine nach der anderen auf das cremefarbene Papier fallend. Und dann erinnerte sie sich. Sie erinnerte sich an das Krankenzimmer, in dem ihre Mutter die letzten Tage verbracht hatte. Sie erinnerte sich an den Geruch von Alkohol und kalter Suppe. Sie erinnerte sich an die Nachtschwester, die ihnen erlaubt hatte, länger zu bleiben, als es die Vorschrift erlaubte, weil sie verstand, dass diese abgemagerte Frau auf dem Bett den Morgen nicht erleben würde. Sie erinnerte sich an die fast gewichtslose Hand ihrer Mutter, die ihre mit letzter Kraft hielt. »Meine Tochter, hör gut zu. Wenn ich gehe, suchst du dir Arbeit in der Villa Steiner. Hast du verstanden? Steiner an der Lindenallee. Nicht woanders, genau dort. Mami, sprich nicht so und hör zu. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Frag niemanden. Erzähl niemandem, wer du bist. Geh rein. Mach deine Arbeit schweigend und warte. Versprichst du es mir?« »Ich verspreche es dir, Mami. Aber worauf warten? Du wirst wissen, wann, mein Schatz. Du wirst es hier fühlen.« Und sie hatte mit zitterndem Finger auf ihre Brust getippt, genau über dem Herzen. »An dem Tag, an dem du das Gefühl hast, dass der Moment gekommen ist, gibst du diesen Umschlag dem Hausherrn. Nur ihm, niemandem sonst. Versprichst du es mir?« »Ich verspreche es dir.« »Aber was ist drin, Mami?« Und dann hatte ihre Mutter diese schreckliche Sache getan. Diese Sache, die Anja für den Rest ihres Lebens in Erinnerung behalten würde. Ihre Mutter hatte gelächelt. Ein kleines, müdes Lächeln, mit trockenen, rissigen Lippen. Ein Lächeln, das um Verzeihung für etwas zu bitten schien, das sie nicht benennen konnte. »Drin ist eine Verzeihung, mein Schatz. Eine Verzeihung, die ich nie den Mut hatte, einem Leben zu bitten, die ich aber auch nicht mit ins Grab nehmen konnte. Mami, eine Verzeihung? Wem? Einem Kind, das ich nicht wollte, einem Kind, dem ich unabsichtlich großen Schaden zugefügt habe und das jetzt ein Mann ist und es immer noch nicht weiß.« Anja hatte geweint. Dann hatte sie geweint, gefragt, aber ihre Mutter hatte nicht mehr geantwortet. Sie hatte den Umschlag nur an die Brust ihrer Tochter gedrückt. Sie hatte nur mit fast erloschener Stimme geflüstert, »Verzeihung.« Und sie hatte nur die Augen geschlossen, wie jemand, der sich endlich erlaubt, sich auszuruhen, nachdem er jahrelang eine Last getragen hat. Anja erinnerte sich an all das, saß am Rand des Feldbettes mit dem cremefarbenen Umschlag auf dem Schoß. Sie weinte lange, geräuschlos, wie Frauen lernen zu weinen, die viel in kleinen Zimmern geweint haben. Dann trocknete sie ihr Gesicht mit dem Handrücken, steckte den Umschlag in eine Stofftasche, stand auf und ging wieder auf die Straße. Der Bus zurück zur Villa Steiner war fast leer. Anja lehnte die Stirn gegen die Scheibe. Draußen zogen die Gebäude verschwommen vorbei. Innen war ihre Brust ein Knoten, denn etwas sagte ihr, dass ihr Leben nach der Übergabe des Umschlags niemals mehr dasselbe sein würde. In der Villa brannte das Licht in der Bibliothek immer noch. Urs hatte die Gäste mit einer freundlichen Entschuldigung verabschiedet. Er hatte Renata gebeten, sich auf ihr Zimmer zurückzuziehen. Renata hatte geschrien. Sie hatte geheuchelt geweint, hatte gedroht, für immer zu gehen. Aber schließlich,
Als sie sah, dass er sie nicht einmal ansah, wenn sie sprach, hatte sie sich mit einem trockenen Türschlag im oberen Zimmer eingeschlossen. Herr Gerber näherte sich schweigend der Bibliothek mit einem Silbertablett, heißem Tee, süßem Gebäck. Er stellte es auf den kleinen Tisch. »Junger Herr.« »Danke, Herr Gerber.« »Junger Herr, darf ich einen Moment mit Ihnen sprechen?« »Sagen Sie.« Der alte Hausverwalter verschränkte die Hände vor seinem Körper. Seine Finger zitterten kaum. Urs bemerkte es. Es war das erste Mal seit 30 Jahren, dass er Herrn Gerber zittern sah. »Junger Herr, das Mädchen, Frau Anja.« »Was ist mit ihr, Herr Gerber?« »Ihr Name, Meier. Sagt Ihnen das etwas, junger Herr?« Urs runzelte die Stirn. »Sollte es nicht.« Herr Gerber senkte den Blick auf den gewachsenen Holzfußboden, atmete tief durch, presste die Lippen zusammen und sagte dann mit der Stimme dessen, der sich endlich entschließt, eine Last loszulassen, die er 3 Jahrzehnte lang getragen hatte. »Ihr Vater, junger Herr, der verstorbene Herr Steiner, bat mich, bevor er eines Nachts in diesem selben Zimmer starb, um eine Sache. Er ließ mich etwas versprechen, das ich ihm versprach und nie erfüllte. Was für eine Bitte! Er bat mich, wenn eines Tages, zu irgendeinem Zeitpunkt, eine Person mit dem Nachnamen Meier in dieses Haus käme, ich es sofort dem Erben, Ihnen, junger Herr, sagen sollte, dass ich keinen Tag verstreichen lassen sollte, dass es wichtig sei. Herr Gerber, 7 Monate hatten Sie diese Frau hier arbeiten und sagten mir nichts? Junger Herr, verzeihen Sie mir, ich wusste es nicht. Als sie durch die Arbeitsvermittlung kam, habe ich die Papiere nicht überprüft. Es war Fräulein Renata, die sie interviewt hat. Erst heute, als ich sah, wie sie im Foyer stand, wie sie antwortete, wie ihre Augen glänzten, als sie von ihrer Mutter sprach, veranlasste mich etwas, die Mitarbeiterakte zu suchen, und ich sah den Nachnamen Meier. Und ich wusste, dass der verstorbene Herr, Ihr Vater, mir spät verzeihen würde, junger Herr, aber noch rechtzeitig. Vielleicht noch rechtzeitig. Urs setzte sich, legte die Hände an den Kopf. Mein Vater hat Ihnen nie erklärt, warum. Nein, junger Herr, niemals. Er sagte mir nur, Herr Gerber, wenn jemand mit diesem Nachnamen kommt, hat mein Sohn das Recht zu erfahren, was ich nie den Mut hatte, ihm zu erzählen. Und Sie haben nie gefragt, was er mir erzählen musste? Junger Herr, damals war ich nur der Assistent des Hauptverwalters. Ihr Vater war mein Chef, nicht mein Freund. Man fragt den Chef solche Dinge nicht. Man verspricht nur und gehorcht. Urs blieb lange schweigend. Dann stand er auf, ging zum Fenster. Die Nacht war bereits vollständig hereingebrochen. Der Garten glänzte im gelben Licht der alten Laternen. »Herr Gerber, ja, junger Herr, gehen Sie zur Ruhe. Ich bleibe heute Nacht in der Bibliothek. Wenn Anja kommt, lassen Sie sie herein und ziehen Sie sich dann auf Ihr Zimmer zurück. Was heute Nacht hier besprochen wird, darf niemand hören, verstehen Sie? Ich verstehe, junger Herr. Und Herr Gerber, ja, danke, dass Sie den Mut hatten zu sprechen, auch wenn es spät war.« Der alte Hausverwalter neigte den Kopf. Seine alten Augen glänzten für einen Augenblick. Dann zog er sich zurück und schloss die Tür hinter sich mit derselben Sanftheit, mit der man die Tür einer Kirche nach dem letzten Amen schließt. Anja kam in der Villa an, als die Uhr im Foyer nach 9 schlug. Herr Gerber führte sie schweigend in die Bibliothek. Er öffnete die Tür, hielt ihren Blick für einen Moment, nickte leicht und zog sich zurück. Drinnen erwartete sie Urs, am Schreibtisch stehend. Anja trat ein, schloss die Tür hinter sich, ging zur Mitte des Teppichs, holte das Stoffpäckchen aus ihrer Tasche, legte es auf den Schreibtisch, löste das Band, holte den Umschlag heraus und reichte ihn Urs mit beiden Händen. Urs nahm ihn. Seine Finger berührten für einen Augenblick Anjas Finger. Beide spürten etwas, einen Strom, einen Schauer, als ob sich 2 seit vielen Jahren lose Fäden endlich gefunden hätten. Urs setzte sich in den Sessel. Anja setzte sich auf den Lederhocker auf der anderen Seite des Schreibtisches. Urs legte den Umschlag auf das Holz, strich mit den Fingern über die Sternzeichnung, berührte den Buchstaben S, und seine Augen füllten sich mit Tränen, die er sich nicht die Mühe machte zu verbergen. »Es war das Siegel, das mein Vater in seinen Jugendbriefen verwendete«, sagte er mit gebrochener Stimme. »Ein 5-Stern mit den Initialen unseres Nachnamens. Mein Großvater hat es zum ersten Mal gezeichnet. Mein Vater hat es sein ganzes Leben lang benutzt. Ich dachte, dieses Siegel sei mit ihm gestorben. Meine Mutter hat es mit der linken Hand auf diesen Umschlag gezeichnet. Die rechte gehorchte ihr nicht mehr. Ihre Mutter kannte meinen Vater, Anja? Ich weiß es nicht, Herr. Hat sie jemals von ihm gesprochen? Hat sie einen Namen erwähnt? Nie, Herr. Meine Mutter hat fast alles mit ins Grab genommen. Sie hinterließ mir nur diesen Umschlag und das Wort Verzeihung. Urs schloss die Augen.
atmete tief durch, nahm den Rand des Umschlags zwischen die Finger und begann ihn langsam zu öffnen. Das Papier knisterte. Darin befanden sich mehrere gefaltete Blätter und zwischen den Blättern ein Foto. Das Foto fiel zuerst auf das Holz des Schreibtisches. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto, dessen Ränder von den Jahren wellig und vergilbt waren. Auf dem Bild war eine junge, lächelnde Frau zu sehen, die auf einer Parkbank saß. Sie legte ihre Hand auf die Schulter eines jungen Mannes, der neben ihr saß. Der Mann hatte einen feinen Schnurrbart, einen Filzhut, einen hellen Anzug. Er lächelte sie mit einem Lächeln an, das Dinge sagte, die kein Mann einer Bekannten zulächelt. Urs sah das Foto an, und das Blut wich aus seinem Gesicht. Anja: Ja, Herr. Diese Frau auf dem Foto ist Ihre Mutter? Ja, Herr. Das ist meine Mama als junges Mädchen. Und der Mann daneben? Anja beugte sich über den Schreibtisch. Sie sah sich das Foto genau an. Sie hatte es noch nie zuvor gesehen. Ihre Mutter hatte es in dem Umschlag aufbewahrt, ohne es ihr jemals zu zeigen. Ich weiß es nicht, Herr. Ich habe ihn nie gesehen. Urs hob das Foto mit zitternden Händen, hielt es ins Licht der Schreibtischlampe, drehte es um. Auf der Rückseite, mit Bleistift in einer eleganten Schrift aus einer anderen Zeit geschrieben, stand ein Satz, nur 6 Worte. Für meine Maria, immer dein, Urs Senior. Urs ließ das Foto auf den Schreibtisch fallen. Er legte sich beide Hände ins Gesicht. Sein ganzer Körper begann zu zittern. Anja verstand nicht. Herr Steiner, was ist los? Wer ist Urs Senior? Urs senkte langsam die Hände. Seine Augen waren voller Tränen, die jetzt ungehindert über seine Wangen liefen. Er sah sie an, sah sie lange an, wie jemand, der endlich etwas versteht, das er 7 Monate lang vor Augen hatte, ohne es zu sehen. Urs Senior Steiner war mein Vater. Anja, es war mein Vater. Das Schweigen, das folgte, war so dicht, dass Anja ihren eigenen Herzschlag deutlich gegen ihre Rippen hörte. Ihre Hände begannen zu zittern, ihr Magen zog sich zusammen. Aber dann, Anja, sagte Urs mit gebrochener Stimme, ich muss diese Briefe lesen. Ich muss sie jetzt sofort lesen, wir beide zusammen, denn ich habe das Gefühl hier in meiner Brust, dass in diesen Papieren eine Wahrheit geschrieben steht, die uns beide für immer verändern wird. Und dann, in der Stille der Bibliothek, während Urs das erste Blatt entfaltete, legte Renata Brunner in einer eleganten Stadtwohnung das Telefon mit einem verdrehten Lächeln auf den Lippen auf und sagte zu der Person neben sich: Morgen Mittag. Die Angestellte kommt in die Villa und wird die Überraschung ihres Lebens erleben. Nach morgen wird dieses Mädchen nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen. Urs entfaltete das erste Blatt mit zitternden Händen. Das Papier war dünn, fast transparent vom Alter, die Schrift nach rechts geneigt, fest bekannt. Dieselbe Schrift, mit der sein Vater ihm als Kind Geburtstagskarten geschrieben hatte, dieselbe Schrift, die auf dem Grabstein auf dem Bergfriedhof eingraviert war. Anja beugte sich über den Schreibtisch. Ihre Augen wagten es noch nicht zu lesen. Sie sahen nur auf die Hände des Mannes, der dieses Papier hielt, die Hände des Sohnes des Autors. Lesen Sie es bitte laut vor, Herr Steiner. Ich glaube nicht, dass ich es kann. Urs nickte, schluckte und begann. Meine liebe Maria, heute schreibe ich dir aus dem Büro, denn im Haus finde ich keinen Frieden. Mein Vater wird immer kränker und drängt mich, die Tochter von Herrn Acuna zu heiraten. Ich sage ihm immer wieder, dass ich sie nicht liebe. Er sagt mir immer wieder, dass Liebe keine Kassen füllt. Aber ich trage dich in meiner Brust. Ich trage dich in jeder Nacht. Ich trage dich in jedem Schritt, auch wenn ich es nicht laut sagen kann, auch wenn ich eine andere heiraten muss, um den Namen zu erhalten. Du weißt, dass mein Herz immer deins war, seit diesem Nachmittag auf dem Dorfplatz von Glaris, als du Brot verkauftest und ich dir eine Wildblume brachte. Erinnere dich an mich, Maria. Erinnere dich immer. Urs senkte das Blatt. Seine Augen waren voller Tränen. Anja weinte auch, aber keiner von beiden machte Geräusche. Es war ein stilles Weinen, eines, das keinen Trost suchte. Mein Vater heiratete die Tochter von Herrn Acuna, sagte Urs mit rauer Stimme. Das war meine Mutter. Sie starb, als ich noch klein war. Ich erinnere mich kaum an sie. Ich erinnere mich nur an eine traurige Frau, die Klavier spielte und stundenlang aus dem Fenster sah. Eine Frau, die nie lächelte. Meine Mutter lächelte auch nicht viel, Herr. Urs faltete das erste Blatt vorsichtig zusammen, legte es beiseite, nahm das zweite. Die Schrift war nicht mehr so fest, die Zeilen neigten sich mehr, als hätte die schreibende Hand gezittert. Meine Maria, heute erfuhr ich, dass du schwanger bist. Mein Herz zerbrach in 2 Hälften. Ich weiß, dass es meins sein muss. Ich weiß, dass diese Nacht die einzige seit Jahren war, in der ich dich wiedersehen konnte. Aber ich weiß auch, was mein Vater tun würde, wenn er es erfahren würde.
Ich bitte dich, beschütze das Baby. Beschütze dich selbst. Such mich nicht, schreib mir nicht, komm nicht in die Stadt. Ich werde dir Geld über Frau Esperanza, die Dorfhebamme, zukommen lassen. Sie weiß bereits Bescheid. Ich habe bereits mit ihr gesprochen. Es wird dir an nichts fehlen. Dem Kind wird es an nichts fehlen. Aber um Himmels willen, Maria, dass mein Vater es nicht erfährt, dass niemand es erfährt, bis ich einen Weg finde, das in Ordnung zu bringen. Ich bitte dich um Verzeihung, meine Liebe, ich bitte dich 1000-mal um Verzeihung. Eines Tages werde ich dich wieder direkt ansehen können. Eines Tages. Urs ließ das Papier auf den Tisch fallen. Er legte die Hand an den Mund. Sein ganzer Körper zitterte jetzt ungezügelt. Anja war sehr blass geworden, die Hände einem Schoss, die Lippen zusammengepresst. Herr Steiner, bitte sagen Sie mir, dass dieser Brief nicht das besagt, was ich verstanden habe. Urs konnte nicht sprechen, er nickte nur langsam. Einmal, zweimal. Anja, mein Vater hatte einen Sohn mit ihrer Mutter, bevor er die Frau heiratete, die er heiraten musste, bevor er mich hatte. Anja erstarrte auf dem Stuhl. Ihr Kopf schwamm, ihr Magen verkrampfte sich. Aber Herr, ich bin die einzige Tochter meiner Mutter. Ich bin die einzige. Meine Mutter hatte nie ein anderes Baby. Ich weiß es, ich hätte es gewusst. Anja, lesen Sie das. Sehen Sie sich das Datum an. Urs reichte ihr den zweiten Brief. Anja sah. Das Datum war oben mit enger Schrift geschrieben. Es war ein Datum von vielen, vielen Jahren zuvor, von der Zeit, als ihre Mutter so alt war wie sie jetzt, von der Zeit, als ihre Mutter noch in Glaris lebte, vor der Stadt, vor Anja. Es waren nicht sie, Anja. Es war ein anderes Kind, ein anderes Baby, vor ihnen. Anja legte die Hand auf die Brust. Sie spürte, wie ihr Herz gegen ihre Finger schlug, als wollte es herausspringen. Ich hatte einen Bruder. Ja, ich hatte einen Bruder und meine Mutter hat es mir nie gesagt. Und ich hatte einen Bruder und mein Vater hat es mir nie gesagt. Die beiden sahen sich über den Schreibtisch hinweg in die Augen. Beide weinten. Beide mit dem klaren Gefühl, dass das Leben, das sie bis zu dieser Nacht gelebt hatten, eine halb erzählte Lüge war. Gefüllt mit Schweigen, getragen von Geheimnissen, die zwei Menschen mit ins Grab nahmen, ohne sie jemals zu wagen zu brechen. Urs nahm den dritten Brief, den letzten. Das Papier war zerknitterter, die Tinte an einigen Stellen verlaufen, als wären beim Schreiben Tränen darauf gefallen. Meine Maria, das Kind wurde krank. Frau Esperanza hat es mir gestern geschrieben. Sie sagt, das Fieber sinkt nicht. Sie sagt, er braucht einen Arzt aus der Stadt. Mein Vater lebt noch. Wenn ich ins Dorf gehe, wird er alles erfahren und uns 3 zerstören. Aber wenn ich nicht gehe, kann uns das Kind verloren gehen. Maria, verzeih mir. Ich werde dir schicken, was ich kann. Ich werde den besten Arzt finden, den ich kenne. Ich werde ihn unter dem Vorwand, einen Verwandten zu besuchen, ins Dorf schicken. Bitte zerbrich nicht. Bitte halte dich fest. Bitte lass ihn uns nicht entgleiten. Ich könnte nicht leben, wenn ich wüsste, dass mein Sohn gegangen ist, während ich hier war, versteckt hinter einem Namen. Ich bitte dich, Maria, ich bitte dich, lass ihn nicht gehen. Urs legte den Brief nieder und tat dann etwas, womit Anja nicht gerechnet hatte. Er stand vom Sessel auf, ging zum Fenster, lehnte die Stirn gegen die Scheibe und weinte. Er weinte mit Schluchzen, die seine Schultern schüttelten. Er weinte um einen Vater, den er als distanziert, beschäftigt, streng gekannt hatte. Er weinte um einen Vater, von dem er jetzt entdeckte, dass er sein ganzes Leben lang einen geheimen Schmerz getragen hatte. Er weinte um einen Bruder, den er nie umarmen konnte. Er weinte um eine Frau, die sein Vater geliebt, verraten und verlassen hatte. Er weinte um all die Schweigen, die das Haus, in dem er aufgewachsen war, gebaut hatten. Anja stand ebenfalls auf, ging zu ihm, blieb einen Schritt entfernt stehen, ohne ihn zu berühren, wartend. Herr Steiner, wissen Sie, was mit dem Kind passiert ist? Urs richtete sich auf, wischte sich das Gesicht mit dem Ärmel ab, schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht, Anja. Die Briefe enden dort. Es gibt keinen 4., keine Antwort. Es muss noch etwas geben, Herr. Es muss. Urs drehte sich um, sah den leeren Umschlag auf dem Schreibtisch, nahm ihn, schüttelte ihn. Etwas fiel heraus, etwas Kleines, Silbriges, Glänzendes. Es rollte über das Holz und blieb am Rand liegen. Anja hob es auf. Es war eine Medaille, eine winzige Taufmedaille mit einer Gravur auf der Rückseite. Andreas, Sohn der Maria. Gott schütze ihn. Andreas, flüsterte Urs. Mein Bruder hieß Andreas. Mein Bruder, wiederholte Anja mit hauchdünner Stimme. Ich wusste es nie. Die beiden schwiegen, hielten die winzige Medaille zwischen ihren Fingern, als ob dieses kleine Stück Metall das Gewicht einer ganzen Seele enthielte. Herr Steiner, glauben Sie, dass er gelebt hat?
Ich weiß es nicht, Anja, aber heute Nacht schwöre ich schwöre Ihnen vor der Erinnerung an meinen Vater und Ihre Mutter, dass ich die Antwort finden werde. Ich werde in jeder Akte, in jedem Register, in jedem Dorf, in jedem Krankenhaus suchen, bis ich weiß, was aus Andreas wurde. Für Sie, für mich, für unsere Eltern, die nicht mehr suchen können. Anja drückte die Medaille an ihre Brust, nickte langsam. In diesem Moment klopfte jemand an die Bibliothekstür. 3 Schläge. Herr Gerber trat ein. Sein Gesicht war entstellt, als hätte er gerade etwas Schreckliches gehört. »Junger Herr, verzeihen Sie, aber Heidi, das neue Mädchen aus der Küche, ist gerade angerannt gekommen. Sie sagt, sie hat etwas gehört. Etwas, das Sie jetzt, heute Nacht, wissen müssen, bevor es zu spät ist.« »Was denn, Herr Gerber?« Der alte Hausverwalter schluckte, sah Anja an, sah Urs an und sagte leise mit gebrochener Stimme, wie jemand, der eine zu schwere Nachricht überbringt: »Fräulein Renata heute Nachmittag am Telefon. Das Mädchen hat sie zufällig gehört. Sie sprach mit einem Mann, dessen Namen Heidi sofort erkannte, weil er in diesem Haus arbeitet.« »Von wem, Herr Gerber?« Herr Gerber schloss die Augen und sprach den Namen aus. »Herr Niklaus Steiner, junger Herr, Ihr Cousin.« Urs spürte, wie ihm zum 2. Mal in dieser Nacht das Blut aus dem Gesicht wich. »Mein Cousin Niklaus? Renata sprach mit Niklaus?« »Ja, junger Herr. Und nach dem, was das Mädchen verstand, kannten die beiden sich nicht erst seit gestern. Die beiden kannten sich, bevor Fräulein Renata in dieses Haus kam. Schon viel früher.« Anja legte die Hand an den Mund. Urs lehnte sich gegen den Schreibtisch. Die Bibliothek begann sich um ihn herum zu drehen. »Gibt es noch etwas, junger Herr?« fügte Herr Gerber mit der tiefsten Stimme hinzu, die Anja ihn je hatte sprechen hören. Das Mädchen hörte Fräulein Renata, bevor sie auflegte, einen Satz sagen, der mich dazu brachte, zu Ihnen zu eilen. Einen Satz, den ich Ihnen wiederholen muss, auch wenn es mir weh tut. Sagen Sie ihn, Herr Gerber. Fräulein Renata sagte so: »Junger Herr, mach dir keine Sorgen, mein Lieber. Morgen Mittag wird das Testament des alten Urs Senior auftauchen. Und wenn es auftaucht, wird Urs nicht einen einzigen Rappen erben. Alles wird für uns sein, wie wir es seit Jahren geplant haben.« Das darauf folgende Schweigen war das längste der Nacht, und außerhalb der Bibliothek, hinter einer Säule im Korridor versteckt, lauschte eine ältere Frau mit Stock, dieselbe, die an diesem Morgen als Gast im Garten gewesen war, mit geschlossenen Augen. Die Tränen liefen ihr stumm über die Falten, und ihre Lippen flüsterten ein sehr altes Gebet. »Andreas, mein Kind, mein Sohn, wie lange musste ich warten, um in dieses Haus zurückzukehren?« Herr Gerber blieb vor dem Schreibtisch stehen. Die Worte, die er gerade ausgesprochen hatte, schwebten immer noch in der Luft der Bibliothek wie Rauch nach einem Brand. Urs atmete tief durch und versuchte, seinen Kopf zu ordnen. Anja hielt die Medaille von Andreas an ihre Brust, wie jemand, der ein Geheimnis hütet, das ein Leben lang darauf gewartet hat, ans Licht zu kommen. In diesem Moment kam aus dem Korridor das unverkennbare Geräusch eines Stocks, der sanft auf den Holzboden schlug. Tap, tap, tap. Langsam vorwärts, ohne Eile, als wüsste die gehende Person genau, wohin sie ging, und hätte es nicht nötig, sich zu beeilen. Herr Gerber drehte sich zur Tür um und runzelte die Stirn. »Junger Herr, erwarten Sie heute Abend noch jemanden?« »Nein, Herr Gerber, niemanden.« Das Klopfen des Stocks näherte sich, hielt direkt vor der Tür inne, und dann sagte eine ältere Frauenstimme, ruhig, fest, die die Luft durchdrang, als hätte sie Jahrhunderte darauf gewartet, gehört zu werden. »Junger Herr Steiner, ich bin es. Die Frau mit dem Stock. Ich war heute Morgen im Garten. Bitte öffnen Sie mir. Ich habe diesen Moment viel zu lange erwartet.« Urs sah Anja an. Anja sah Herrn Gerber an. Herr Gerber näherte sich langsam der Tür, legte die Hand auf den Türgriff, zögerte einen Moment und öffnete. Die Frau trat langsam ein. Ihr weißes Haar war zu einem tiefen Dutt zusammengebunden. Die Haut ihres Gesichts war von Falten gezeichnet, die wie mit der Geduld eines Menschen, der sehr viele Jahreszeiten erlebt hat, gezeichnet schienen. Sie stützte das Gewicht ihres Körpers auf einen dunklen Holzstock, der in einem abgenutzten Silberknauf endete. Aber die Augen waren jung, lebendig, strahlend, wie 2 Glutstücke, die die Zeit nicht hatte auslöschen können. Sie ging zur Mitte der Bibliothek, blieb vor Anja stehen, sah sie lange an, und 2 Tränen liefen ihr über die Falten, ohne dass sie die Hand hob, um sie abzuwischen. »Meine Tochter, wie sehr du deiner Mutter ähnelst. Wie sehr!« Anja wusste nicht, was sie sagen sollte. Die Medaille war immer noch fest in ihrer Hand. »Frau, verzeihen Sie. Wer sind Sie? Kannten Sie meine Mama?« Die Frau lächelte kaum.
ein Lächeln voller etwas sehr Altes, legte ihre freie Hand auf Anjas Arm. »Mein Kind, ich bin Frau Esperanza Carvajal, die Hebamme aus Glaris, die deiner Mutter half, als dein Bruder Andreas auf die Welt kam, die das Baby, das der Vater des jungen Herrn Steiner nie kennenlernen konnte, in diesen Händen hielt.« Urs stand vom Sessel auf, ging zu ihr, sah sie mit Augen voller etwas an, das er nicht wusste, ob es Hoffnung oder Angst war. »Frau Carvajal, mein Vater erwähnt Sie in einem der Briefe, die wir gerade gelesen haben. Ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Ich selbst habe deinen Vater gebeten, schriftliche Beweise zu hinterlassen, falls dieser Tag einmal kommen sollte, falls es eines Tages Gerechtigkeit geben sollte. Sie waren heute Morgen in meinem Garten. Wie sind Sie hierher gekommen?« Frau Carvajal legte beide Hände auf den Knauf ihres Stocks. Sie setzte sich zurecht wie jemand, der sich darauf vorbereitet, eine lange gehütete Geschichte zu erzählen. »Ich nähere mich diesem Haus seit Jahren, junger Herr Steiner, seit Jahren. An jedem Geburtstag von dir, an jedem Jahrestag des Todes deines Vaters, stand ich an der Lindenallee und schaute von weitem auf die beleuchteten Fenster, ohne den Mut zu haben zu klingeln, ohne zu wissen, wie ich das Gespräch beginnen sollte, bis ich vor einigen Monaten erfuhr, dass ein Mädchen mit dem Nachnamen Meyer als Angestellte in der Villa angefangen hatte zu arbeiten, und ich wusste, dass der Tag nahe war. Ich wusste, dass Maria, wo immer sie war, einen Weg gefunden hatte, ihre Tochter an den Ort zu schicken, wo sie sein musste, und dann begann ich auf die Gelegenheit zu warten, eintreten zu können. Wie sind Sie heute hereingekommen? Durch die alten Freundschaften deines Vaters, mein Sohn. Die Frau mit der Perlenkette, die beim Mittagessen war vor vielen Jahren eine Jugendfreundin deines Vaters. Sie schuldete mir einen alten Gefallen. Ich bat sie, mich als Begleiterin zum Mittagessen mitzunehmen. Sie stimmte zu, und das ermöglichte es mir, hier zu sein, als alles zu geschehen begann. Herr Gerber näherte sich Frau Carvajal mit gesenktem Kopf. »Frau, verzeihen Sie, wenn ich früher gesprochen hätte, wenn ich den Mut gehabt hätte, dem jungen Herrn zu erzählen, was sein Vater mich gebeten hat, wäre vielleicht alles anders gewesen. Nein, Herr Gerber, alles hat seine Zeit, und dies ist die Zeit, weder früher noch später, genau jetzt.« Urs atmete tief durch, suchte den nächsten Stuhl und setzte sich. »Frau Carvajal, die Briefe enden, als mein Vater Sie bittet, einen Arzt ins Dorf zu schicken, weil Andreas krank war. Aber danach gibt es nichts mehr. Ich muss wissen, was mit dem Kind passiert ist.« Frau Carvajal senkte den Blick auf den Stock. Ihre alten Hände klammerten sich an den Silberknauf. Sie zögerte zu sprechen, und als sie sprach, war ihre Stimme gebrochener als zuvor. »Der Arzt kam zu spät, mein Sohn. Er kam zu spät. Dein Vater tat alles, was er von der Stadt aus konnte, aber die Wege waren damals unbefestigt und die Regenfälle hatten die Brücken in dieser Woche weggespült. Als der Arzt schließlich den Fluss überquerte, hatte das Kind seit 3 Tagen hohes Fieber. Wir taten alles, was wir konnten, mit kalten Umschlägen, Kräutern, Gebeten, aber Andreas' Körper war sehr klein und die Krankheit war sehr groß. Anja legte die Hände vor den Mund. Urs schloss die Augen. Dann, begann Anja, ohne es zu wagen, den Satz zu beenden. Frau Carvajal hob den Blick. Ihre Augen durchdrangen sie mit immenser Zärtlichkeit. »Warte, mein Kind, warte, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. In jener Nacht, als wir alle glaubten, das Kind würde sterben, kam eine Frau ins Dorf. Eine Frau, die mit ihrem Mann reiste, Stoffhändler, die auf dem Weg in die Hauptstadt durch Glaris kamen. Sie übernachteten am Dorfgasthof. Die Frau hörte die Gebete, näherte sich dem kleinen Haus deiner Mutter und sagte deiner Mutter, als sie das sterbende Kind sah, etwas, das alles veränderte. Was sagte sie? Sie sagte, »Gnädige Frau, ich bin Krankenschwester. Ich habe viele Jahre in einem Krankenhaus in der Stadt gearbeitet. Ich habe ein neues Heilmittel, das gerade erst in diese Dörfer kommt. Lassen Sie es mich versuchen. Wenn Gott will, wird Ihr Kind gerettet.« »Und es wurde gerettet?« Frau Carvajal lächelte. Ein müdes Lächeln, aber voller etwas, das wie eine kleine Sonne zwischen den Falten aufging. »Es wurde gerettet, meine Kinder. Es wurde gerettet.« Das Fieber sank am nächsten Morgen. Das Kind öffnete die Augen. Es trank an der Brust deiner Mutter und lebte. Anja verdeckte ihr Gesicht mit beiden Händen. Sie weinte jetzt ungehemmt. Urs stand vom Stuhl auf, ging zu ihr, legte ihr die Hand auf die Schulter, und zum ersten Mal in dieser Nacht stützten sich die beiden schweigend gegenseitig. »Frau Carvajal«, sagte Urs schließlich mit gebrochener Stimme. »Wenn Andreas gelebt hat, wo ist er jetzt? Warum haben wir ihn nie gesucht? Warum hat mein Vater es uns nie gesagt?« Die alte Frau seufzte, ging langsam zum nächsten Sessel, setzte sich vorsichtig hin, legte den Stock beiseite.
weil die Frau, die das Kind gerettet hat, die Krankenschwester, sich in ihn verliebte. Sie verbrachte die folgenden Tage damit, deiner Mutter bei der Pflege zu helfen. Und als deine Mutter, erschöpft, herzkrank, ohne Mittel, ihn aufzuziehen, erfuhr, dass diese Frau und ihr Mann keine eigenen Kinder bekommen konnten, traf sie die schwerste Entscheidung ihres Lebens, die Entscheidung, die sie bis zum letzten Tag verfolgte. Sie übergab Andreas, damit sie ihn weit entfernt, in einer anderen Stadt, unter einem anderen Namen aufziehen konnten, damit der alte Herr Steiner ihn niemals finden würde, damit das Kind die Möglichkeit hatte, in Frieden aufzuwachsen. »Meine Mutter hat ihn weggegeben?« fragte Anja mit gebrochener Stimme. »Sie hat ihn nicht weggegeben, mein Kind. Sie hat ihn gerettet. Sie gab ihm das einzig mögliche Leben, aber sie zahlte einen Preis, den sie niemals aufhörte zu zahlen. Deshalb hat sie dir nie von Andreas erzählt. Deshalb bat sie dich auf dem Sterbebett, in dieses Haus zu kommen, weil deine Mutter wollte, dass die Wahrheit ihren Weg findet, auch wenn sie nicht mehr da war, um ihn zu begleiten.« Urs ging zum Fenster. Die Lichter des Gartens leuchteten sanft. Eine Brise bewegte die Äste der Pappelbäume. »Frau Carvajal, wissen Sie den Namen der Familie, die Andreas mitgenommen hat?« Die alte Frau blieb sehr still, presste die Hände in den Schoß. »Ich kenne den Namen, mein Sohn. Ich habe ihn all die Jahre in einem kleinen Notizbuch notiert. Aber bevor ich es Ihnen sage, müssen Sie mir etwas versprechen.« »Was denn?« »Dass Sie ihm, wenn Sie ihn finden, die Wahrheit vorsichtig, mit Respekt erzählen werden. Denn dieser Mann ist heute erwachsen. Er hat sein Leben, seine Zuneigungen, seine Wunden. Und die Wahrheit, wenn sie spät kommt, meine Kinder, kann ein Segen oder ein Zusammenbruch sein. Es hängt davon ab, wie sie überbracht wird.« »Wir versprechen es Ihnen, Frau Carvajal«, sagten Urs und Anja gleichzeitig, ohne sich abgesprochen zu haben. Die alte Frau nickte, holte aus der Tasche ihres Kleides ein kleines, abgenutztes Notizbuch, das mit einem Gummiband zusammengebunden war. Sie öffnete es an einer mit einem roten Lesezeichen markierten Seite, las schweigend. Sie hob den Blick. Die Familie, die Andreas mitgenommen hat, hieß Moser Solis. Sie waren Stoffhändler. Sie ließen sich in der Stadt Appenzell nieder, mehr als 12 Stunden von hier entfernt. Sie hieß Adelheid, er hieß Genesius. Sie gaben dem Kind einen neuen Namen, weil sie von vorne anfangen wollten. Sie gaben ihm. Frau Carvajal schluckte, sah Urs an, sah Anja an. Sie gaben ihm Marco Moser Solis. Urs erstarrte. Das gesamte Blut wich aus seinem Gesicht. Seine Hände begannen zu zittern. »Marco Moser Solis?« »Ja, mein Sohn.« »Warum? Sagt Ihnen der Name etwas?« Urs antwortete nicht, ging zum Schreibtisch, öffnete die erste Schublade, holte einen Ledernotizbuch heraus, blätterte schnell mit zitternden Fingern darin, hielt auf einer Seite inne, zeigte sie Frau Carvajal. »Frau Carvajal, ist das die Person?« Die alte Frau näherte ihren Blick. Ihre Augen öffneten sich langsam, dann füllten sie sich mit Tränen. »Ja, mein Sohn, er ist es. Es ist Andreas. Es ist dieses Gesicht. Ich habe ihn in diesen Armen getragen, als er Neugeborenes war. Ich könnte diese Stirn niemals vergessen.« Anja näherte sich, sah die Seite an. Es war eine Visitenkarte, mit Klebeband in das Notizbuch geklebt. Eine elegante Karte aus dickem Papier mit einem geprägten Logo. »Herr Steiner, wer ist dieser Mann?« Urs hob den Blick. Seine Augen waren voller etwas, das er nicht wusste, ob es Freude oder Schrecken war. »Anja, dieser Mann ist der Hauptanwalt der Steiner-Gruppe. Der Mann, den mein Vater persönlich ausgewählt hat, um das Testament unserer Familie zu verwalten. Der Mann, der morgen Mittag in dieser Villa zu einem Treffen geladen ist, das mir niemand erklärt hatte.« Herr Gerber, schweigend an der Tür stehend, ließ das Silbertablett fallen, das er hielt. Das Klirren des Metalls auf dem Boden hallte durch den ganzen Korridor. »Junger Herr, dieses Treffen wurde von Fräulein Renata einberufen. Vor 3 Tagen. Ich selbst habe den Anruf erhalten. Sie sagte, es sei eine Formalität der Verlobung.« Urs legte beide Hände an den Kopf. »Es ist keine Formalität, Herr Gerber. Es ist die Falle, die Sie vorbereitet haben. Morgen Mittag wird mein eigener Bruder, ohne zu wissen, wer er ist, mit einem gefälschten Dokument, einem gefälschten Testament, in dieses Haus kommen, um mich alles zu verlieren, was mein Vater mir hinterlassen hat.« Frau Carvajal stand langsam auf, drückte den Stock fest. »Dann können wir nicht bis morgen warten, meine Kinder. Wir müssen ihn noch heute Nacht erreichen, bevor Sie es tun. Wir müssen Andreas erzählen, wer er ist, bevor er ein Dokument unterschreibt, das ihn für immer in 2 Hälften teilen wird.« Und draußen vor der Villa Steiner, in genau diesem Moment, gingen die Lichter eines dunklen Autos am Ende der Lindenallee an. Der Motor startete sanft und der Fahrer,
Ein Mann, I.M. Trenchcoat mit breitkrempigem Hut, sprach leise in ein am Lenkrad befestigtes Handy. »Chefin, die alte Frau mit dem Stock ist gerade in die Villa gegangen und ist lange drinnen geblieben.« Von der anderen Seite antwortete Renata Brunners Stimme, kalt, scharf, ohne das geringste Zittern. »Halt sie vor Sonnenaufgang auf. Sie darf den Anwalt nicht erreichen, lenk sie ab, bring sie weit weg, aber morgen Mittag darf sie nicht in dieser Villa sein. Sie darf den Anwalt nicht erreichen, egal was, lenk sie ab, bring sie weit weg, aber morgen Mittag darf sie nicht in dieser Villa sein.« Der Mann im dunklen Auto nickte, legte das Telefon auf und richtete seinen breitkrempigen Hut auf der Stirn. Er stieg schweigend aus dem Auto, ging zum seitlichen Tor der Villa und wartete. Drinnen wusste keiner der vier, dass draußen im Schatten der Pappelbäume jemand sich darauf vorbereitete, das Einzige zu verhindern, was sie retten konnte. Urs schloss den Notizbuch mit Marcos Mosas Solis Visitenkarte, drückte ihn an seine Brust, ging zu Frau Carvajal, die immer noch im Sessel saß, den Stock neben sich. »Frau Carvajal, wir können nicht bis morgen warten. Wir müssen noch heute Nacht zu meinem Bruder. Wir müssen sie überholen. Appenzell ist weit, mein Sohn. 12 Stunden mit dem Auto. Das schaffen wir nicht. Marco lebt nicht mehr dort. Er ist in der Stadt. Er ist vor Monaten umgezogen. Er wohnt in einem Gebäude im Zentrum, weil die Firma der Steiner Gruppe es verlangt, ihn in der Nähe des Hauptbüros zu haben.« Anja legte die Hand an die Stirn. »Dann ist er in der Nähe. Er ist Minuten von hier entfernt. 20 Minuten mit dem Auto, Anja. 20 Minuten.« Herr Gerber näherte sich dem Schreibtisch, holte ein abgenutztes Lederheftchen aus seiner Tasche, dasselbe, das er seit Jahrzehnten bei sich trug. Er legte es auf den Tisch. »Junger Herr, verzeihen Sie, dass ich es nicht früher gezeigt habe, aber heute ist die Nacht, in der alle Schweigen enden müssen.« Er öffnete das Heft. Vergilbte Seiten, handschriftliche Notizen, Zahlen, Daten, Initialen. Ihr Vater, junger Herr, schickte viele Jahre lang Geld an eine Familie in der Stadt Appenzell, im Namen von Adelheid Moser. Er tat es jeden Monat pünktlich, ohne jemandem Bescheid zu geben. Ich war derjenige, der die Umschläge zur Post brachte. Ich war der Einzige, der es wusste. Und hier, in diesem Heft, ist jede Sendung, jeder Betrag, jedes Datum vermerkt. Es ist der Beweis, dass Ihr Vater Andreas nie vergessen hat, auch wenn er sich nie traute, ihn kennenzulernen. Er hat ihn immer aus der Ferne unterstützt. Urs nahm das Heft, blätterte darin, die Tränen liefen ihm langsam herunter. »Herr Gerber, warum haben Sie mir nie etwas gesagt?« »Weil Ihr Vater mich versprechen ließ, es erst am Tag zu tun, an dem es soweit ist. Und ich, junger Herr, bin ein Mann mit wenigen Tugenden, aber die wenigen, die ich habe, erfülle ich, auch wenn es mich die Seele kostet.« Anja näherte sich, legte die Hand auf die Schulter des alten Hausverwalters. Herr Gerber schloss zum ersten Mal in 30 Dienstjahren die Augen und erlaubte sich, vor seinen Herrschaften zu weinen. Heidi Bachmann erschien dann an der Bibliothekstür. Sie trug immer noch ihre Schürze, ihre Hände waren voller trockenem Mehl aus der Küche, und in ihren Augen lag diese Mischung aus Angst und Entschlossenheit, die nur Mädchen haben, die seit ihrer Kindheit gearbeitet haben und sehr gut unterscheiden können, was richtig und was falsch ist. »Herr Steiner, verzeihen Sie die Unterbrechung, aber ich muss Ihnen noch etwas sagen. Treten Sie ein, Heidi, schließen Sie die Tür.« Das Mädchen gehorchte, näherte sich langsam, schluckte. »Ich bin nicht das erste Mädchen, im Personal, das seltsame Dinge in diesem Haus hört, Herr. Vor mir, schon vor längerer Zeit, gab es eine andere. Silvia Egger. Sie arbeitete mit mir in der Küche. Sie war gut, sie war ehrlich, und eines Tages verschwand sie. Verschwunden? Fräulein Renata sagte, sie hätte sie wegen Diebstahls entlassen. Aber alle Mädchen im Personal wissen, dass Silvia niemals etwas gestohlen hätte. Sie war kirchlich. Sie war eine von denen, die sonntags Brot zu den alten Leuten im Heim brachte. Fräulein Renata hat sie rausgeworfen, weil Silvia etwas gehört hatte. Ein Gespräch. Und Fräulein Renata hat es erfahren. Anja legte die Hand an den Mund. »Und wohin ist Silvia gegangen, Heidi? Wissen Sie es?« »Ich weiß, dass sie in ihr Dorf zurückgekehrt ist, nach Appenzell. Sie hat ihre Mutter dort. Ich habe die Nummer behalten, die sie mir gab, bevor sie ging. Ich bitte Sie um Verzeihung, Herr Steiner. Ich habe mich nicht getraut, es früher zu erzählen. Ich hatte Angst, meine Arbeit zu verlieren. Aber heute Abend, wenn ich höre, was passiert, kann ich nicht länger schweigen.« Urs näherte sich, legte ihr sanft die Hände auf die Schultern. »Heidi, Sie werden Ihre Arbeit nicht verlieren. Im Gegenteil, heute haben Sie sich den ewigen Respekt dieses Hauses verdient. Rufen Sie Silvia sofort an. Wir müssen genau wissen, was sie gehört hat.« Das Mädchen nickte, rannte aus der Bibliothek.
Währenddessen stand in einem Gebäude im Stadtzentrum ein Mann vor dem Fenster seiner Wohnung. Marco Moser Solis blickte auf die Lichter der Stadt, ohne sie wirklich zu sehen. Er hielt ein Glas Wasser in der Hand, eine lose Krawatte um den Hals und auf dem Tisch einen verschlossenen Umschlag, der ihm am selben Nachmittag überreicht worden war. In dem Umschlag befand sich ein Dokument, ein Testament mit der gescannten Unterschrift von Urs Steiner Senior mit Klauseln, die er als Hauptanwalt am nächsten Tag um die Mittagszeit validieren musste. Marco war ein Mann des Gesetzes, rigoros, ehrlich. Er hatte jahrelang für die Steiner Gruppe gearbeitet, ohne den Erben jemals persönlich kennengelernt zu haben. Er war distanziert zur Familie des Chefs, weil der verstorbene Herr Urs Steiner Senior dies in seinem letzten vor seinem Tod unterzeichneten Vertrag immer gefordert hatte. Mein Sohn Urs soll diesen Anwalt niemals persönlich kennenlernen, außer wenn der Tag kommt, an dem das Gesetz es erfordert. Marco hatte immer geglaubt, es sei eine Exzentrizität des alten Chefs, eine Marotte eines einsamen Unternehmers. Aber an diesem Abend, als er das Testament betrachtete, sagte ihm etwas in seiner Brust, dass in diesem Papier etwas zutiefst Falsches steckte. Die Klauseln passten nicht zu der Persönlichkeit, die er von Herrn Urs Steiner Senior durch die alten Dokumente kannte. Die Unterschriften hatten etwas Seltsames. Das Familiensiegel, der 5 Stern mit dem Buchstaben S, war mit einem neueren, schnelleren Strich gezeichnet, als wäre es kürzlich reproduziert worden. Marco stellte das Glas auf den Tisch, nahm das Telefon, wählte: »Mutter, ich bin's. Verzeihung für die späte Stunde.« Von der anderen Seite antwortete eine müde Stimme. Es war Adelheid Moser, die Frau, die ihn aufgezogen hatte. »Sohn, ist etwas passiert?« »Mutter, ich muss dich etwas fragen, und ich muss, dass du mir die Wahrheit sagst. Sag mir, mein Liebling, hast du jemals einen Herrn namens Urs Steiner Senior gekannt?« Es herrschte Schweigen auf der anderen Seite des Telefons. Ein so langes Schweigen, dass Marco die Antwort verstand, bevor seine Mutter sprach. »Sohn, komm morgen früh nach Hause, Vormittag. Ich muss dir etwas erzählen. Etwas, das dein Vater und ich dir vor vielen, vielen Jahren hätten erzählen sollen.« Marco drückte das Telefon ans Ohr. »Mutter, sag es mir jetzt.« »Nicht am Telefon, Sohn. Bitte, komm morgen. Ich erzähle dir alles. Aber vorher, versprich mir eins. Unterschreibe kein Papier der Steiner Gruppe. Keinen einzigen. Bis wir gesprochen haben. Ich verspreche es dir, Mutter.« Marco legte das Telefon auf, sah das Testament auf dem Tisch und spürte zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, wie der Boden seines Lebens unter seinen Füßen zitterte. In der Villa rannte Heidi zurück in die Bibliothek. Sie hielt das Handy in der Hand, ihre Augen waren riesig. »Herr Steiner, ich habe mit Silvia gesprochen, sie ist jetzt in der Leitung. Sie möchte Ihnen alles erzählen, aber schnell«, sagt sie, weil sie Angst hat. Urs nahm das Telefon, stellte es auf Freisprecheinrichtung. »Silvia, ich bin Urs Steiner. Ich bin mit meinen engsten Vertrauten zusammen. Sie können ruhig sprechen.« Die Stimme auf der anderen Seite zitterte, aber dann wurde sie fester. »Herr Steiner, ich habe in Ihrer Küche gearbeitet. Eines Nachmittags vor einiger Zeit, als ich ein Tablett ins Zimmer von Fräulein Renata brachte, hörte ich, wie sie mit einem Mann telefonierte. Sie sagte: »Wenn ich Urs heirate, werden wir die Stiefmutter aus dem Haus schaffen, weil sie zu viel vom Alten weiß, und dann holen wir uns das Erbe.« Herr Gerber legte die Hand aufs Herz. »Frau Beatrice. Wer ist Frau Beatrice?« »Herr Gerber, das war die zweite Frau Ihres Vaters, junger Herr. Sie lebte in diesem Haus, als Sie im Internat waren. Eine noble Frau, die sich nicht um das Erbe kümmerte, die nur hier lebte und die Rosen im Garten pflegte. Fräulein Renata bot ihr vor einigen Monaten an, sich in einem kleinen Haus am Stadtrand niederzulassen. Sie sagte, sie würde dort ruhiger sein. Frau Beatrice stimmte zu, weil ihre Knochen schon müde waren, aber seitdem hat niemand den jungen Herrn wiedergesehen. Anja spürte einen Schauer über den Rücken laufen. Also war die andere, von der Renata sprach, diese Frau. Das scheint so. Silvia sprach weiter über die Freisprecheinrichtung. »Gibt es noch etwas, Herr Steiner?« Der Mann, mit dem Fräulein Renata an diesem Tag sprach, sagte zu ihr: »Beruhig dich, meine Liebe. Wenn alles vorbei ist, werden wir beide zusammen sein, wie wir es immer geträumt haben. Das Einzige, was du tun musst, ist, ihn zu heiraten, es die nötige Zeit zu ertragen, und dann gehört der Name uns. Ich habe dieses Gespräch auf dem Handy aufgenommen, Herr. Ich habe es gespeichert. Ich schicke es Heidi jetzt sofort.« Urs spürte, wie sein Herz schneller schlug. »Silvia, wissen Sie den Namen des Mannes, der mit Renata sprach?« »Ich weiß es, Herr, denn am Ende des Anrufs sagte sie: »Ich liebe dich, Nico.« Und ich erstarrte, weil ich diesen Mann, diesen Nico,
viele Male in ihrer Villa gesehen hatte. Es war ihr Cousin, Herr Steiner. Es war Herr Niklaus Steiner. Urs setzte sich, legte die Hände an den Kopf. Anja näherte sich, legte ihre Hand auf seine Schulter, diesmal nicht als Angestellte, sondern als Schwester, als Person, die ihn nicht mehr von außen betrachten konnte. »Urs, schau mich an.« Er hob die Augen. Es war das erste Mal, dass sie ihn beim Namen nannte, ohne das Herr. »Morgen Mittag werden wir beide zusammen zu diesem Treffen gehen. Wir werden Frau Carvajal mitnehmen. Wir werden Herrn Gerbers Notizbuch mitnehmen. Wir werden Silvias Aufnahme mitnehmen und wir werden die Briefe deines Vaters mit Andreas Medaille mitnehmen. Und wenn Renata und Niklaus am Tisch sitzen, um ihr gefälschtes Testament vorzulegen, werden sie nicht wissen, was sie erwartet. Aber das Wichtigste, Urs, ist Folgendes. Wir werden Marco vorher erreichen. Wir werden ihm erzählen, wer er ist, damit er, wenn er zu diesem Treffen kommt, nicht als Anwalt der Steiner-Gruppe kommt, sondern als dein Bruder, als mein Bruder.« Urs sah sie lange an und nickte dann sehr langsam. »Anja, ich bin allein aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen in dem Glauben, der einzige Sohn eines Mannes zu sein, der mich fast nie in die Augen sah. Und heute Nacht, in weniger als ein paar Stunden, habe ich entdeckt, dass ich eine Schwester, einen Bruder, eine Großmutter, die vor dem Garten wartete, eine ganze Geschichte habe, die mir niemand erzählt hat. Wenn wir das morgen überleben, werde ich den Rest meines Lebens deiner Mutter danken, dass sie dich in dieses Haus geschickt hat.« Anja antwortete nicht, drückte nur einmal fest seine Hand. In genau diesem Moment, außerhalb der Villa, sah der Mann mit dem breitkrempigen Hut ein dunkles Auto aus dem seitlichen Tor fahren. Darin saßen 3 Personen. Er erkannte Frau Carvajal auf dem Rücksitz. Er erkannte den jungen Herrn Steiner am Steuer. Er erkannte das Mädchen vom Personal auf dem Beifahrersitz. Er wählte die Telefonnummer. »Chefin, Sie sind gerade losgefahren. Sie fahren alle zusammen. Sie haben die Alte dabei.« Von der anderen Seite atmete Renata tief durch. Ihre Stimme war kälter als der Marmor des Foyers. »Folge ihnen aber mit Abstand. Tu noch nichts. Ich will wissen, wohin sie fahren. Ich will wissen, wen sie suchen. Denn wenn sie den richtigen Ort erreichen, verliere ich morgen Mittag alles, was ich seit Jahren geplant habe. Und das werde ich Urs Steiner und seiner kleinen Angestellten nicht erlauben.« Der Mann startete den Motor, die Lichter gingen sanft an. Das dunkle Auto begann sich auf der Lindenallee zu bewegen, immer den richtigen Abstand haltend, wie ein geduldiges Tier, das den genauen Moment abwarten kann. Voraus. Ohne etwas zu ahnen, beschleunigte Urs zum Gebäude IM Zentrum, zu der Wohnung, in der Marco Moser Solis ein gefälschtes Testament auf dem Tisch betrachtete, ohne zu ahnen, dass sein Leben für immer verändert werden sollte. Vor Sonnenaufgang, es war fast 3 Uhr morgens, als Urs Steiners Auto vor dem Gebäude IM Zentrum anhielt. Herr Gerber war in der Villa geblieben und bewachte die Originalpapiere. Heidi war am Telefon geblieben und wartete, aber Urs, Anja und Frau Carvajal stiegen alle 3 zusammen in den letzten Stock. Marco Moser Solis öffnete die Tür mit bleichem Gesicht. Er erwartete keinen Besuch. Er erstarrte, als er den Erben der Steiner-Gruppe um diese Zeit in seinem Korridor stehen sah, begleitet von einer Angestellten und einer älteren Frau mit Stock. »Herr Steiner, was machen Sie hier? Ist etwas passiert?« »Marco, es ist alles passiert. Das Größte ist uns beiden passiert. Bitte, lassen Sie uns herein. Eine Person ist bei mir, die Sie kennenlernen möchte. Sie hat viele Jahre auf diesen Moment gewartet.« Marco sah Frau Carvajal an. Die alte Frau lächelte, und ihre alten Augen füllten sich mit Tränen. »Mein Sohn, wie sehr du deinem wahren Vater ähnelst.« Marco legte die Hand auf die Brust, etwas in ihm, etwas, das sein ganzes Leben geschlummert hatte. Plötzlich erwachte, wie ein alter Instinkt, den er nicht zu haben wusste. »Kommen Sie bitte herein, kommen Sie herein.« Im Inneren der Wohnung, während Anja mit zitternden Händen Kaffee zubereitete und Marco mit immer feuchteren Augen zuhörte, entfaltete Frau Carvajal die ganze Geschichte. Die Briefe, die Medaille, das Fieber der Kindheit, die Krankenschwester, die ihn rettete, Marias unmögliche Entscheidung, Urs Steiner Seniors Schweigen, Herrn Gerbers geheime Zahlungen, das Kinderheim, Heimatstern, wo eine Nonne namens Schwester Amalia Huber-Adelheid und Genesius offiziell als Adoptiveltern aufgenommen hatte, um alles in den Papieren zu legalisieren. Schwester Amalia war vor einiger Zeit gestorben, hatte aber die vollständigen Akten im Archiv des Heims aufbewahrt. Frau Carvajal hatte Kopien jedes Dokuments. Marco hörte ohne zu unterbrechen zu. Als Frau Carvajal fertig war, blieb er lange schweigend. Dann stand er auf, ging zum Balkon,
sah die Lichter der Stadt an und sagte, ohne sich umzudrehen: Mein ganzes Leben lang hatte ich das Gefühl, dass mir etwas fehlte. Ein Stück, ein kleines Teil. Ich liebe meine Eltern, ich liebe Adelheid, ich liebe die Erinnerung an Genesius. Aber ich wusste immer, dass da mehr war, und ich konnte es nicht benennen. Er drehte sich um, sah Urs an, sah Anja an und ging auf die beiden zu. Er blieb vor ihnen stehen. Bruder, Schwester. Die 3 Worte fielen in die Luft wie 3 kleine Glocken, die etwas ankündigten, worauf die Welt seit Jahrzehnten gewartet hatte. Urs öffnete die Arme. Marco trat hinein, Anja auch. Und die 3 umarmten sich mitten in der Wohnung und weinten ungehemmt wie 3 Kinder, die endlich das Zuhause finden, in dem sie sich verloren hatten. Frau Carvajal sah sie vom Sessel aus an, legte beide Hände auf den silbernen Knauf ihres Stocks und lächelte. Das ruhigste Lächeln ihres ganzen Lebens. Maria, meine Schwester, Ihre Kinder sind hier, alle 3. Mission erfüllt. Marco öffnete den Umschlag des gefälschten Testaments auf dem Tisch und studierte ihn mit professionellen Augen. Er holte eine weitere Mappe aus der Schublade seines Schreibtisches. Originaldokumente der Steiner-Gruppe, zu Lebzeiten von Urs Steiner Senior unterzeichnet. Er verglich die Unterschriften, die Siegel, die Tinte. Es ist eine Fälschung, Bruder. Eine gute, aber eine Fälschung. Die Unterschrift des Siegels mit dem Stern hat den mittleren Strich verkehrt. Mein wahrer Vater, so wie du es mir erzählst, zeichnete den Stern immer von links nach rechts. Dieser ist umgekehrt gezeichnet. Wer ihn kopierte, war nicht linkshändig. Mein wahrer Vater war es. Urs legte die Hand an den Mund. Es stimmt, Papa schrieb mit links. Und es gibt noch etwas, Bruder. Die Klauseln zur Übertragung von Aktien auf den Namen Niklaus Steiner und Renata Brunner wurden mit einem modernen Programm verfasst. Mein Vater, gemäß den Originaldokumenten, hat diese Art von juristischer Formulierung niemals verwendet. Das wurde vor wenigen Wochen vorbereitet, nicht vor Jahren, wie Sie versuchen werden zu beweisen. Dann haben wir Beweise. Wir haben genügend Beweise, damit Sie morgen, wenn Sie den Sitzungssaal betreten, nicht zu Fuß hinausgehen, sondern unter Bewachung. Zur selben Stunde öffnete in einem abgelegenen Haus am Stadtrand eine ältere Frau die Küchentür. Es war die 2. Frau des verstorbenen Urs Steiner Senior, Beatrice Fischer, die Renata Monate zuvor aus der Villa vertrieben hatte, unter dem Vorwand, dass sie abseits des Lärms ruhiger wäre. Beatrice lebte dort mit einer einzigen Angestellten und einem alten Hund, der zu ihren Füßen schlief. An diesem Morgen konnte Beatrice nicht schlafen. Etwas sagte ihr, dass sie das Radio einschalten musste. Sie tat es und hörte in einer nächtlichen Nachrichtensendung eine ungewöhnliche Erklärung. Eine anonyme Anwältin hatte den Sender kontaktiert, um anzuzeigen, dass am nächsten Tag um die Mittagszeit ein gefälschtes Testament in der Villa Steiner vorgelegt werden würde. Die Hinweisgeberin hatte darum gebeten, die Nachricht bei Tagesanbruch zu verbreiten, um zu verhindern, dass die Familie des Patrons betrogen wurde. Beatrice starrte regungslos auf das Radio und erinnerte sich dann. Sie erinnerte sich an Renatas seltsame Anrufe, als sie noch in der Villa lebte. Sie erinnerte sich an die Papiere, die das Mädchen in der verschlossenen Schublade aufbewahrte. Sie erinnerte sich an den Tag, an dem sie zufällig eine Kopie von Urs Steiner Seniors Unterschrift auf dem Schreibtisch des Arbeitszimmers gefunden hatte. Ohne zweimal nachzudenken, nahm Beatrice ihre Handtasche, weckte die Angestellte, bat sie, ein Taxi zu rufen, und vor Sonnenaufgang war sie bereits auf dem Weg zur Villa Steiner, mit 2 alten Umschlägen, Schoss. Umschläge, die sie vorsichtshalber am Tag ihrer Abreise aus dem Haus versteckt hatte, weil etwas in ihrer Seele ihr gesagt hatte, dass dieser Moment kommen würde. Die Stimme aus dem Radio war die Stimme einer jungen, mutigen Frau. Es war Sylvia Egger. Und der Sender war derselbe, bei dem ein Journalist vor Jahren begonnen hatte, verdächtige Bewegungen innerhalb der Steiner Gruppe zu untersuchen. Derselbe Journalist, der sich bei diesem Verlobungsessen als angestellter Fotograf vorgestellt hatte. Jener Mann mit dem Notizbuch, der die ganze Zeit schweigend alles notiert hatte. Sein richtiger Name war Jörg Müller. Frau Carvajal hatte ihn Monate zuvor engagiert, um jede Bewegung von Renata innerhalb des Hauses zu dokumentieren, ohne dass selbst Urs davon wusste. Um 11:30 Uhr war die Villa Steiner voll. Urs hatte, ohne den Grund mitzuteilen, alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Gruppe einberufen. Renata kam in einem eleganten Kleid und mit karminrot geschminkten Lippen aus dem oberen Zimmer herunter. Sie lächelte. Sie war sicher, dass dieser Mittag ihr endgültiger Sieg sein würde. Niklaus Steiner traf wenige Minuten später in seinem Sportwagen mit einer Ledermappe unter dem Arm ein. Renata empfing ihn mit einem verhaltenen Kuss auf die Wange. »Alles ist bereit, mein Schatz. Alles,
meine Liebe. Wenn Marco das Testament vorlegt, werden wir die legale Mehrheit haben. Urs bleibt ein Gast in seinem eigenen Haus. Sie gingen in den Sitzungssaal. Ein langer Eichentisch, 12 Stühle. Urs trat durch die andere Tür ein. Anja kam hinter ihm herein. Und hinter Anja traten einer nach dem anderen ein. Frau Carvajal mit ihrem Stock, Herr Gerber mit dem Lederheftchen, Heidi Bachmann mit dem Handy in der Hand, Beatrice Fischer mit ihren 2 alten Umschlägen, Jörg Müller mit einem Aufnahmegerät auf dem Tisch. Und zu guter Letzt, die Türen weit öffnend, Marco Moser-Solis mit seiner Anwaltstasche. Renata erstarrte. Niklaus ließ die Mappe zu Boden fallen. Was bedeutet das? Es bedeutet, Renata, sagte Urs, sich an das Kopfende des Tisches setzend, dass mein Vater vor seinem Tod ein wahres Testament hinterlassen hat und dass dieses Testament in den Händen meines Bruders ist, der heute zum ersten Mal in seinem Leben als Sohn dieses Hauses durch diese Tür kam, nicht als angestellter Anwalt. Renata sah Marco an. Marco erwiderte ihren Blick mit der kalten Gelassenheit der Männer, die rechtzeitig entdeckten, was sie im Begriff waren zu unterschreiben. Frau Brunner, das Testament, das Sie mit Herrn Steiner erstellt haben, ist eine Fälschung. Ich habe hier die Beweise, ich habe hier die von meinem wahren Vater unterschriebenen Originale und ich habe hier die Akten des Kinderheims Heimatstern, unterzeichnet von Schwester Amalia Huber, die meine Identität beweisen. Die Polizei wartet am Eingang. Der Verwaltungsrat wird noch heute die Ausschließung von Niklaus Steiner und die Einleitung einer formellen Klage gegen sie beschließen. Renata stand auf, suchte mit den Augen die Tür. Jörg Müller filmte sie bereits mit der versteckten Kamera in der Reversnadel seines Sakkos. Beatrice Fischer legte die beiden alten Umschläge auf den Tisch. Sie enthielten Briefe, in denen Renata Niklaus schon vor Jahren um Vorauszahlungen bat, um sich um das Erbschaftsproblem zu kümmern. Urs, mein Liebling, das ist ein Missverständnis. Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Es ist eine Lüge der Angestellten. Urs stand auf, ging zu ihr, sah sie lange an, ohne Wut, ohne Verachtung, nur mit tiefer Trauer. Du hast mich nie geliebt, Renata. Und ich wusste lange Zeit auch nicht, was es hieß zu lieben. Heute hat mir eine bescheidene Frau, mit einem Tuch in der Hand und einem Umschlag in der Tasche, gezeigt, was es wert ist, die Handfläche zu erheben und zu sagen, Ihre Stimme reicht nicht bis hierher, Sie können jetzt gehen oder darauf warten, dass das Gesetz Sie begleitet. Das liegt nicht mehr an mir, es zu sagen. Renata brach auf dem Stuhl zusammen. Niklaus versuchte zu fliehen. Die Tür des Saals war von 2 Beamten blockiert, die draußen warteten. Jörg Müller beendete die Aufnahme. Herr Gerber, an der Seite stehend, senkte seinen Kopf in schweigendem Respekt. Wochen vergingen. Die Villa Steiner wurde einstimmig von den 3 Erben umbenannt. Sie hieß nicht mehr Villa, sondern Haus Maria, zu Ehren der Frau, die 3 Leben aus der Ferne vereint hatte, ohne dass es jemand zu ihren Lebzeiten wusste. Das Kinderheim Heimatstern wurde erweitert. Marco, Urs und Anja unterzeichneten gemeinsam die Dokumente, damit es zu einem ständigen Heim für ältere Frauen ohne Familie wurde, in Erinnerung an Schwester Amalia Huber und all die anonymen Hebammen, die Kinder wie Andreas in vergessenen Dörfern unterstützten. Frau Esperanza Carvajal zog in den Garten des Hauses Maria in ein Zimmer mit Blick auf die Pappelbäume. Beatrice Fischer kehrte in die Villa zurück, aber diesmal als Großmutter. Anja behandelte sie als solche. Urs nannte sie zum ersten Mal in seinem Leben Mama. Heidi Bachmann wurde zur Küchenchefin mit doppeltem Gehalt befördert. Silvia Egger kehrte aus dem Dorf zurück und nahm die Stelle an, die Heidi ihr anbot. Herr Gerber blieb Hauptverwalter, bis er sich selbst entschloss, in den Ruhestand zu gehen, erschien aber immer zum Nachmittagstee, im Garten, wo Anja und Frau Carvajal immer auf ihn warteten. Renata Brunner und Niklaus Steiner wurden wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Verschwörung vor Gericht gestellt. Der Prozess war lang, aber die Wahrheit kam diesmal vollständig ans Licht. Eines milden Nachmittags, ohne genaues Datum, saß Anja auf der Steinbank unter dem Baum im Garten. Sie hielt die winzige Medaille von Andreas in den Händen. Sie betrachtete sie, dachte an ihre Mutter, dachte an all die leeren Kästen der Zuneigung, die Maria schweigend getragen hatte, dachte an das unerwartete Glück, 2 Brüder gefunden zu haben, wo zuvor Einsamkeit war. Urs setzte sich neben sie. Marco setzte sich auf die andere Seite. Frau Carvajal näherte sich langsam mit dem Stock. Beatrice brachte Limonade auf einem Tablett. Herr Gerber spielte leise Musik über die Lautsprecher im Garten. Heidi, Silvia, Jörg, Müller und andere Freunde des Hauses näherten sich langsam. Ein gewöhnlicher Nachmittag, ein gewöhnlicher Tisch, eine Familie,
zusammengefügt aus den Teilen, die das Leben jahrzehntelang verstreut hatte. Anja hob die Augen, sah ihre beiden Brüder an, drückte die Medaille an ihre Brust und sagte mit der leisen Stimme, mit der sie einst eine wütende Frau I. M. Marmorfoyer aufgehalten hatte: »Mami, wenn du mich hörst, die Kiste ist nicht mehr leer. Die Kiste ist voll, sie ist voll von allen und von dir für immer.« Der Wind bewegte sanft die Blätter der Pappelbäume, als hätte jemand von einem sehr fernen und gleichzeitig sehr nahen Ort endlich ein Buch nach sehr vielen Jahren geduldigen Wartens geschlossen. Und in diesem Haus, das keine Villa mehr war, wo zuvor das Schweigen und jetzt die Wahrheit wohnte, schien die ganze Welt an einem einzigen Gartennachmittag eine Lektion zu verstehen, die man nicht aus Büchern lernt. Dass Würde nicht käuflich ist, dass Wahrheit nicht verfällt und dass wahre Liebe, auch wenn sie Jahrzehnte braucht, um die Tür zu finden, immer zur richtigen Zeit an die Tür des richtigen Herzens klopft.